Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind in Assetto Corsa und ja, wir schauen heute mal, wie die Autos in der Formel 1 in der Saison 2026 fahren. Wir haben hier einen Mod drauf, wo das Auto soll simulieren mit der offensichtlichen Williams-Lackierung drauf, mit dem Carlos Sainz. Das ist natürlich alles noch Konzept und das Auto ist natürlich, wie gesagt, auch ein Mod, also entspricht nicht zu 100% der echten Realität, aber es gibt euch schon mal einen kleinen Einblick, in welche Richtung das es geht. Wir fahren jetzt hier mal auf Suzuka 1-2 Runden und danach tun wir dann auch noch gegen 2022 Generation fahren, also eigentlich die aktuelle Generation an Autos, die wir haben, und nehmen auch noch die von der 2017er Generationen, so die vorherigen Generationen noch drin. Einfach, dass wir mal so einen Vergleich haben oder mal ein bisschen rausspüren, wo liegen wir eigentlich da von der Performance her. Wie wir ja alle wissen, die Autos werden 50-50 angetrieben, das heisst 50% Motorpower, also Verbrennungsmotor, und 50% Elektromotor. Gesamtleistung, also die volle Leistung über die Strecke oder über eine Runde rein, liegt in etwa bei 20 Sekunden. Also das heisst, man fährt hier relativ drosselt mit den Autos. Das Motorkonzept ist schon wirklich sehr, sehr schlecht, was in den nächsten paar Jahren wird kommen oder soll kommen. Allerdings sind die Autos kleiner, sind weniger breit, nicht so lang. Und ich muss sagen, jetzt optisch gefallen mir eigentlich die Autos schon relativ gut. Also es ist gerade gut, dass da Assetto Corsa so schöne Einblendungen macht. Ich würde mal sagen, wir legen los. Wir fahren mal jetzt 1-2 Runden. Ich bin schon lange nicht mehr Assetto Corsa gefahren, außer dort, wo ich jetzt mit Simi blind gefahren bin. Aber das ist jetzt eine Woche her. Genau, den Rest lassen wir einfach mal so. Und wir legen los. Wir fahren jetzt mal 1-2 Runden hier in Suzuka. Wir kommen hier auf das Startziel. Wir haben jetzt so kalte Reifen. Die Autos haben ja eigentlich aktive Aerodynamik. Das heisst, die wird sich immer verstellen, wenn man auf einer Gerade ist oder tut sich anpassen. Jetzt ist es so, dass es wird hier in diesem Game nicht simuliert. Wir haben auch in der DRS-Zone die Möglichkeit, eigentlich ein DRS aktivieren, was es ja eigentlich nicht mehr gibt. Also DRS fällt weg. Die Curbs sind extrem aggressiv, merke ich gerade. Wir machen nochmal einen Neustart. So, neue Runde, neues Glück, würde ich mal behaupten. Wir legen gerade los und fahren hier nochmal eine weitere Runde. Ich muss ein bisschen auf die Reifen aufpassen jetzt, die sind noch kalt wieder. Also ich kann bei den ersten paar Metern hier auf der Strecke warm fahren, wir müssen auch ein bisschen von den Curbs wegbleiben. Jetzt ist es einfach warm, das sollte jetzt eigentlich schon verheben. Jetzt ist es schon heiß. Wir tun jetzt mal noch schnell kurz die Runde. Oh mein Gott! Die Runde jetzt mal noch das MGUK. Die wir auch noch schnell kurz rausnehmen, respektive tun wir noch ein bisschen drosseln. Und fahre jetzt einfach mal schnell kurz so eine Outlap, meine ich, nicht Inlap, eine Inbox, sondern Outlap. Fahre jetzt einfach mal schnell kurz die Runde. Und danach tun wir mit vollem ERS-Einsatz, also Elektromotor-Einsatz, voll pushen. Also ich merke, die Curves darf ich gar nicht anfahren. Dann geht es auf Override rein. Jetzt zieht er richtig viel Strom. Oh mein Gott! Also die Curves sind ja richtig verheerend. So, let's go. Also der Karren zieht schon noch echt stark. Er läuft verdammt schnell. Schaut mal auf die Geschwindigkeit unten. Oh! Oh, meine Reifen sind heiß. Oh mein Gott! Also, wenn der Elektromotor zieht, oh, dann laufen die Kerren schon noch recht schnell, muss ich ehrlich sagen. Also er zieht Huren. Alter Schwede. Ich bin auch gang nur am Durchklopfen gerade. Aber jetzt ist der Elektromotor leer, jetzt fahren wir nur noch auf den Verbrenner.
Das sind eben so die angesprochenen 20 Sekunden, wo du volle Leistung hast. Ja, Curbs eben eigentlich so rein. Oh, das war ein bisschen früh auf der Bremse. Das ist schwer. Gut, also, jetzt haben wir da mal so eine Runde gemacht. Und sehen wir noch meinen Geist. Der jetzt hier wahrscheinlich rausfahren. Ah nein, nicht einmal. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier nochmal. Oh mein Gott, hey, die Curbs sind abartig wieder. Wir machen jetzt nochmal einen Reset und gehen jetzt auf die Strecke nochmal mit KI. Gut, KI ist halt immer wieder Problematik, aber wir haben jetzt mal noch andere Autos und schauen mal, wo wir da so von der Geschwindigkeit her wieder landen. So, also, wir sind hier jetzt an der Startaufstellung. Wir haben alles mögliche Autos drin. Und wir schauen mal, wo wir etwa hier landen. KI am Start klassisch wieder sehr schwach. Ich habe da noch so ein LMP-Auto reingefetzt. Jetzt schauen wir mal, wo wir etwa so werden fahren. Oh, das LMP-Auto! Ja, natürlich fahre ich genau da rein. Und ich fahre jetzt mal auf Softs. Auf Softs sage ich. Ja, ja, eigentlich Mediums oder wie auch immer das so anschauen. Mal sind Mediums eigentlich. Gelb ist ja immer Medium, rot ist Soft. Ich glaube, meine Softs vorher ein bisschen überhitzt. Oh, das Auto ist schon echt hecklastig, denkt es mir. KI habe ich eigentlich so von der Stärke her drin, wie ich sie immer drin habe. Ungefähr um die 92, 93 hinter mit der Mercedes, wo der Saison 20, da hockt man da schon echt hart im Getriebe inne. Ja, einfach nicht crashen. Hat sogar mit Softs habe ich da gesehen. Gehen wir mal MGUK auf High. Der ist schon viel schneller. Wie schnell der ist, der zieht jetzt an mir vorbei. Oh mein Gott. Holy shit. Oi. Also fahren tut sich das Ganze, habe ich so das Gefühl, nicht schlecht, wenn man nicht Curbs immer nimmt. Aber sonst geht es eigentlich voll klar, muss ich ehrlich sagen. Also man merkt einfach, dass irgendwie so ein Gefühl die Aerodynamik nicht mehr so stark ist. Ich kann mich auch täuschen. Beim Anbremsen, also das Auto ist so hecklastig, das bricht mir immer aus. Oh mein Gott, Kurve. Natürlich muss man noch sagen, wenn man noch ein anständiges Setup drauf tun würde, es wieder anders aussehen. Ich habe jetzt kein anständiges Setup drauf, ich fahre einfach Standard, bis auf die Bremse, die ich halt einfach von der Balance verstellt habe. Aber sonst ist das eigentlich immer so ein bisschen das Standardmäßige, das ich da drauf habe. Ich denke, mit einem richtigen Setup wird die Welt auch noch mal anders aussehen. Auf Quali, dass wir dann mal noch ein bisschen mehr Pace haben vielleicht.
Ferrari am Strugglen hier. Er ist immer noch innen. Oh, wir haben Berührung gehabt. Oh mein Gott. Ist er weggeflogen jetzt? Ja, er ist gerade weg, hä? Oh, voilà. Also die Wiederholung anschauen, was das genau war. Also ich glaube, die Autos wären tendenziell sehr schnell, wenn man einfach mehr Elektroleistung hätte, respektive einfach mehr als die 20 Sekunden könnten abholen. Weil jetzt habe ich schon wieder keine MGUK mehr, es ist durch jetzt muss ich es wieder laden. Das ist jetzt schon schade. Also du musst, was das Management anbelangt von der Batterie, musst du ein richtiger Hirsch drauf sein, dass du etwas reissen kannst. Das bin ich auf den Kopf genommen. Okay, P6. Ja, am Start hat natürlich profitiert, weil sie viel dort wieder umgepackt haben. Aber wer hat gewonnen? Also der gewonnen hat, war verdammt schnell und war verdammt weit vorne. Es ist nicht mehr wundern, wer gewonnen hat. Mal schauen schnell, bis das Rennen fertig ist. Wo wir dann nachher da so sind. Respektive wer gewonnen hat. Weil, ja, das ist schon noch bitter, würde ich sagen. So, also da sehen wir es jetzt ein bisschen besser. Der Mercedes AMG Petronas W09 war der schnellste. Klar, eben KI kann natürlich auch ein bisschen variieren. Ja, so ein Spray drin, dass gewisse langsamer sind und gewisse schneller, also von der Leistung her. Es kann natürlich jetzt einfach sein, dass der Zufall der schnellste war. Aber ja, es ist spannend. Ich denke aber gleich, dass es ein Bild gegeben hat, wo die Autos sich etwa so werden einordnen. Und ja, ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr wird dann. Mit dieser Fahrzeuggeneration. Ich glaube immer noch, dass es eine richtige Katastrophe wird werden, vor allem wegen der Motorseite her. Also ich denke, die Chassis-Seite ist schon gut, aber ich denke, die Motorseite wird eine Katastrophe sein und wir werden wahrscheinlich nicht lange die Motoren drin haben. Das wird sich viel wieder ändern. Gehe ich mal schon davon aus. Aber wer bin ich? Ich bin einer, der sich seit Jahren für Internet, genau, für Formel 1 interessiert und einfach Videos im Internet macht über die Formel 1. Darum, eben, ich bin kein Ingenieur und weiss nicht was alles, darum setzt euch nicht an meinen Wort fest. Aber ja, ich würde mal sagen, das wäre es gewesen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, einen Einblick bekommen, wie das könnte werden mit diesen Autos nächstes Jahr. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und auch, wenn ihr das Video teilen natürlich. Und dann sehen wir uns dann wieder im nächsten Video wieder. Und bis dann wünsche ich euch ein schönes Tag. Macht's gut und ciao.